ich euch wieder mal eine neue Geschichte von unseren kleinen Freunden aus der Kirche Unterseen. Und wie ihr vielleicht schon erraten habt, geht es wirklich um die kleinen Freunde heute, nämlich um den Kirchenturm, ich muss immer nachdenken, Kircheturm-Mäusefamilie, ja genau, so ging's. Also, um die kleinen Mäuse im Kirchenturm. Und wer das alles ist, erzähle ich euch jetzt. Viel Spaß! Die Geschichte selbst heißt: Der Mäusegroßvater Theodor erzählt aus dem großen, dicken, schweren Bibelbuch. Im großen Turm der Kirche Unterseen wohnt die große Kircheturm-Mäusefamilie. Die Mama-Maus, der Papa-Maus, 26 Kirchenturm-Mäusekinder und der Mäusegroßvater Theodor. Kein Wunder, dass es im Kirchenturm raschelt, piepst und man das leise Kichern der Mäusekinder hören kann. Der Mäusegroßvater sitzt ganz gemütlich in seinem Sessel. Vielleicht ein bisschen wie ich heute. Da kommt das jüngste Mäusekind hereingetapselt. Sie heißt Zipora und hat ganz besonders weiches Fell. Großvater Theodor, erzählst du mir wieder mal eine neue Geschichte aus dem großen, dicken, schweren Bibelbuch? Bitte, 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 bitte. So bettelt die kleine Zipora. Der Mäusegroßvater zwirbelt seine grauen Schnurrhaare. Zipora, willst du nicht lieber draußen mit deinen Mäusegeschwistern spielen gehen? Aber Großvater Theodor, draußen regnet es doch und ich würde doch so viel lieber von dir eine Geschichte hören. Ich weiß nicht, murmelt der Mäusegroßvater Theodor und kratzt sich an seiner Stirne. Da tapselt plötzlich ein weiteres Mäusekind ins Zimmer. Ilona, das zweitjüngste der Geschwister. Auch sie versucht ihr Bestes. Großvater, bitte nur eine Geschichte. Ich kann mich doch auch schon gar nicht mehr an die letzte Geschichte erinnern. Und weil Mäuse sehr gute Ohren haben, hören auch die anderen Mäusekinder schnell, dass Ilona und Zipora versuchen, ihren Großvater Theodor zu überzeugen, ihnen eine Geschichte zu erzählen. Eine kleine rosarote Nase nach der anderen biegt um die Ecke und die Mäusekinder versammeln sich um den Mäusegroßvater Theodor. Bitte nur eine Geschichte. Ja, eine kleine, nein, eine lange Geschichte. Ja, bitte, 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 bitte. Wir wollen eine Geschichte hören. Uns ist so langweilig. Der Mäusegroßvater zupft sich am Ohr und versucht irgendwie die Mäusekinderschar zu beruhigen. Aber sie piepsen und rufen einfach weiter. So aufgeregt sind sie. Bis dann die große Mäuseschwester Adina ruft: Psst, seid alle mal still. Großvater Theodor will was sagen. Sie werden alle mucksmäuschenstill und schauen ihren Großvater gespannt an. Na gut, ich erzähle euch ja eine Geschichte. Ja, juhu, yeah. So rufen dann die kleinen Mäuse. Aber bevor ich anfangen kann, weiß jemand von euch, wo meine goldene Lesebrille ist? Und einen Hagebuttentee wäre auch sehr schön. Adina, das älteste Mäusekind, hat das schnell organisiert. Zipora, Ilona, Salomo, ihr geht die Brille suchen. Hanna, Quirin, Esther, ihr geht in die Küche Hagebuttentee kochen. Und die anderen Mäusekinder trommeln noch die letzten Geschwister zusammen. Sie bringen auch noch alle Kissen mit, die sie finden können. Es soll schließlich gemütlich werden, wenn sie ihre Geschichte hören. Und so war dann alles bereit. Die Mäusekinder eng aneinander gekuschelt auf den weichen Kissen. Der dampfend heiße und tiefrote Hagebuttentee. Und Ilona kommt mit der Lesebrille in der Hand angerannt. Sie hat sie ganz verstaubt unter dem Bett gefunden. Alle 52 Mäusekinderaugen schauen nun gespannt auf den Großvater. Da ruft Adina: Aber Großvater Theodor, wo ist denn das große, dicke, schwere Bibelbuch? Das brauchst du doch, um die Geschichte zu erzählen.
lacht der Mäusegroßvater und klatscht sich die flache Hand an die Stirne. Das habe ich ja fast vergessen. Ich bin ja ein Schussel. Schaut, dort hinten im Regal, da steht es. Und schnell wie der Blitz hüpfen Hanna und Fritzli zum Bücherregal und schleppen das große, dicke, schwere Bibelbuch zum Theodor. Unterwegs ist Hanna ihrem Bruder Fritzli noch auf seinen Schwanz getreten, so dass er fast das Bibelbuch fallen gelassen hätte, aber zum Glück nur fast. Und jetzt war endlich alles bereit für die Bibelgeschichte vom Mäusegroßvater Theodor. Und leider ist das heute das Ende der Geschichte. Was der Mäusegroßvater Theodor seinen kleinen Mäuseenkeln erzählt hat, das in einem neuen Video, das hoffentlich auch bald kommt. So schön, dass ihr heute hier gewesen seid und diese kleine Geschichte angeschaut habt. Auf dem YouTube-Kanal gibt es noch mehr. Einige sind Hochdeutsch, einige sind Schweizerdeutsch. Mal schauen, was ihr besser versteht. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn ich euch eine kleine Geschichte erzählen darf. Und bis dahin sage ich Tschüss.